levensfase. We hebben alle afgestoten om Leute zu singen. Fang gewoon maar alive. Wir sind lebendig in Jesus. Amen. Ja, was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again. Forever safe in the Savior's hands. You are more than my roots and I'll follow you, Lord, for all my days. I'll fix my eyes following your ways. Forever free on any tree.
geven. Het is vrijwillig voor we allemaal wel geven, wat allemaal je hebben metgebracht. En zo we geven van jou niet, omdat we krijgen. We geven ons als je geeft, amen. En wat Matthäus zegt, dat leert Jezus ons, hij zegt, geeft met een gouden moed, top gedraagt, top gescharret. En met zo'n moed is wat je dan meten, met zo'n wat je ook gemeten wordt, met zo'n moed is wat je geven dan, wat je ook gemeten wordt. En zo wel we oprecht zijn voor God. Eerstens dat komt van God, wel we God dankbaar zijn voor wat hij ons gegeven heeft. Dat komt alle van hem. Het is niet about ons, het is niet wat ons aangeeft, maar wat hij deed in onze levens. Waar we met een dankbaar hart voor hem komen. En de Bijbel die leert ons van wie geven. Zelfs met een vrijheid hart geven, dat we einfach ons het schijngeld geven van jou. Waar dat we met schijngoed van jou geven. Dankzij Jezus wat du ons hast gegeven. Wie stond dat van jou bloß trouw? En we zeggen alles wat we hadden komt van die. Onze finances, al ons geld, al die dingen wat we hadden, die natuurlijke dingen, wie weet dat komt van die. Dankzij dat we het kunnen schaffen, dankzij dat we het kunnen verdienen, dankzij dat u ons hast gezegend en zoveel wee, dankzij dat u ons hast gezegend met gezondheid. Dat we schaffen kunnen, we kunnen jou verdienen. Van jou zelf is dankbaar en we geven met een vrijheid hart geven van jou, dus zegnen die wat u hast alles voor ons gedaan, dankzij Jezus. Amen. Amen. Nächste Lied sein, Jesus läuft mir. Laten we dat zingen als ons gebeten aan. Ik werd verloren, met jeden gewonnen, wel tot die voorstel. Wie hoort wird stein, ik werd bedankt en schon, und sei für mich ein. Ik König ran van Zine Jengwoord. Ik König ran van Zine Gloed. Jezus, hij leidt me, hij is voor mij. Jezus, welkom dat zijn, hij leidt me, hij is voor mij. Doch wir sein viel, jij bent niet God, du zijn ik ons lief. Ik ben dood en een zin, nu leef ik en leef, wing hij op mij nu. Ik König ran van Zine Jengwoord. Ik König ran van Zine Gloed. Jezus, hij leidt me, hij
danken dir für das Leben, das du für uns hast. Herr, wir wollen die Life treu geben, so wie du umbeten, wir wollen die Life treu bringen. Wir wollen die Life treu bringen mit unserem Wir, mit uns hingeben für dich. Wir wollen die leben, wir wollen die Namen abheben, wir wollen die verherrlichen. Wir wollen sagen, dass du bist der Gott, der uns gerettet hat, du bist der Jesus, der abgeht für uns. Wir wollen die Namen abheben und wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du hier bist. Wir brauchen deine Kraft und Pferdeweg gut. Und wir sagen, die Namen ist der, wo wir brauchen. Den Namen Jesus ist der, wo wir brauchen. Dort ist der, wo wir abheben. Dort ist der Kraft, wo wir kriegen. Gott, ich danke dir für wer du bist, Jesus. Ich danke dir, wir beten dir an. Wir loben dich, wir preisen dich. Amen. Wir loven hem. Amen. De nächste Lied heißt sich What a Beautiful Name. Dat redt van wat van schijnet noem Jesus heeft. En dus een part in het lied wo wir bloß spielen dan van stouten. Dus bloß Musik en wir singen nicht. En manchmal wundern wir, was sollen wir tun in so einer Zeit, wo du bloß Musik ist, wir dürfen nicht singen, sollen wir hier stehen, was sollen wir tun in der Zeit? Weil so eine Zeit ist eine gute Zeit, wo wir bloß uns hart aufmerken, manchmal merken wir das Uhren tau und bloß Gott anbeten in der ersten Wort. Bloß zu anbeten. Lass die Musik spielen im Bett. Und dann haben wir eine Zeit zum Gott loben und preisen durch, vor allem sich selbst. Und so, even wenn wir durch spielen und nicht unbedingt die Leute singen, ganze Zeit, aber es ist danach eine Zeit von Anbetung. Und es ist eine Zeit, wo wir selbst persönlich können Gemeinschaft haben mit Gott und mit ihm vertrauen. So ich will die bloß mitmerken, jeder ein. Even wenn wir nicht singen, die ganze Zeit durch. Das ist danach eine Zeit von Anbetung, wo wir ihm loben und preisen für seinen wunderbaren Namen und was er für uns getan hat. Amen. Amen. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The
Thank you, Jesus. Du hast Kraft in Jesu Namen. Amen. Kijk dat veel. Mijn vrouw kijk dat veel van die beten, dat er Kraft is in Jesu Namen. Ik leg Geschichten te hier, wanneer ik lees of hoor van hoe God verschillende dingen deed, vielleicht in Jan Land, oder in Jan Land, te Jane Familie, oder wat allemaal hij deed, Wunder deed. Ik leg dat te hier. Maar wat me nog schijner jet is, wanneer ik aan was, wo God in je aanschaft is familie hier in Lebenswasser. Dat is dicht bij thuis, dat is familie en God is schafft en onze familie is hier. Deze week vertelde een man mij dat zij hadden een emergency en zij moesten hastig wat geld doen wat ze niet hadden. So zij hadden liet zich hastig $2000. Wenn dat een emergency, hij told dat. En dan wonderen ze wat het was. Hij wonderde wat dat kan wegtool. So hij denkt, hij wil ik dat somewhere else kunnen leven en aan dat wegtool. Maar hij heeft hem gebed voor God en zegt, God, ik wil in mijn geloof wassen. En ik wil leggen te zijn dat u versterkt bent voor ons en onze familie. En du was onze nooit fel met dit, dat we niet bruggen nog gewoon geld leven, dat u best was dergkomen voor ons. En hij wil in zijn geloof wassen. Hij is in gebed gestart. En vergående som del, somebody is aan geld schuldig. Maar dat had hij man zeer klaar gemerkt, dat wordt hij niet kunnen betalen, als wieder hingen im jaar. Der hat zijn contract gemerkt, later wordt hij nog wat geld terugkrijgen, maar dat is niet nu. En den dag voor dat veilig is, dat is wat hij liet, had hij $2000, die we op een kaart tijd. Den dag voor dat du weer te betalen, dan vond je een man en zei, hey, ik heb betaald gekregen. En ik wil die bezig, ik wil naar die komen, als je thuis, ik wil die dat geld brengen, waar ik die schuldig zie. Hij had helemaal met den gereed. En zo God die schafft in onze levens, dat beweert God te loven en te prijzen. En hij wil in die leven schaffen. God is ons goed, hij is aan onze zijde, hij is voor ons, hebben we zoon van jou. En dat is kracht en je ziet om wel een beetje aanbid, wel bis im gebed komt krijgt nu. En vrouw du aan in die leven, wat du was haar, wat hij zal in die leven doen. Vielleicht zijn er dingen wat du zegt. God, please come there for me and that. Ik wil in mijn geloof wassen. Dit is de night wat ik heb. Vielleicht is het ganz wat anderes geld. Vielleicht is het een relationship, vielleicht is het een gemeenschap. Vielleicht is het familie, vielleicht is het wenn die gezondheid oder krankheid oder wat immer er is. Kom bis voor God. En zei du was wassen in geloof dat hij wat daar komt voor die. Dankzij Jezus dat we kunnen getauft zijn van jou. We kunnen ohne distractions, dat is niet versteht hier. We kunnen hier bis taub kommen. Dankzij Herr Jesus, dat du ook hier in onze maat bist, dat du redest zu uns, der Gesang. En even wanneer we nu in het woord waren aandoen, wie veel bis hier is, dat du was zu uns redt, der dien woord. En dat we waren bis moed te gesproken worden, der dien woord van jou. En dat we kunnen uitgaan en Engelscheid merken. God, ik bid van jeder einer, wat hier is, oder even wat watcht online, wat zegt, ik kan niet, ik kan niet steeds, wo ik besluit, God, wat der komt voor mij op een bijzondere weg, wo ik van jou nog niet den weg kan zijn. Ik bid God, dat du was in zijn leven schaffen, in leven schaffen. Al die wat hier zijn, wat ons watchen, dan kom besterkt verernt. En help ons in aller Top, jeder einer von uns, dat we waar nodig komen naar die. God, voor ons merkt dat besens, wanneer we nodig komen naar die, dat we wassen worden. En ons verlangen is te wassen. Van jou even dat we getauft zijn en even in dit jaar. We willen wassen en we willen bis nodig komen naar die. We loven die en we danken die Jezus voor die des. We bidden in die naam. Amen. Amen. Je kan je een doel zetten. Merk je een beetje je middel je zet je een doel. Ik freue mich, dat je hier bent in Lebenswasser. Ik heet in jeder einer welkom wat je hier is. Je hebt een beetje vrij dat je hier bent met ons. Vielleicht zei je ja, vielleicht zei je al lang niet hier was. Vielleicht is het zum ersten Mal, wat je hier bent. Bis dankzij het verherkomen van jou hier met ons zijn en God loven en aanprijzen en meer van hem leren. En zo, we waren some announcements. De eerste announcement wat we hebben is een video wat we spelen is van Wieder 180. Als het meest krijgt danksagung fast weer, de dankfast wat we hadden, een paar weken of vielleicht een maand verder, en dan merken we dat op te al van jullie. En we zeggen, wanneer je willen geven, we willen een special offering hebben in de danksagung fast. En de dankfast wat we hadden. En een van de dingen, waar we zeggen, waar we willen dat geld handschrijven, wat er wordt opkomen, dat we naar Vida 180. Vida 180 is een kinderheim hier
en kort dem ook. En het is hier aan van somebody van hier in het kerk, lied van hier in het kerk. En zo veel een bas, veel een grote bas dat ze kunnen al uit de kinderen op een doel vieren. Ze zijn er nu 70 of 71 kinderen. En ze daar dat met een paar kleine vans en moeten meer allemaal voor. En veel een bas. En wie maken dat op voor jullie, dat je geven kunnen. En hier is het result. Ik zie hier bij 180. Veel van jullie zijn kapot genomen om geld op te om een bus te kopen voor ons. Hier schoof bloß de van en een Suburban. We hebben 75 kinderen, so dat schoof je niet meer met dat. En zo die tijd, wat het geld kwam, we hadden een onthouding gedaan, hadden de bus gekocht. kwam een andere impresa hier van onze jeugd en de juist van een bus. So nu hebben we twee. Bij een bus is goed voor 52 kinderen, we hebben nu al 75. So ons verraadt het bloß, because but nächstes Jahr dann wird uns eine wieder 2 fehlen. So sehr Dankeschön, alle für Prozent davon. Die Kinder freuen sich dafür. Die haben viel Scheine nur die Kirche fahren oder nur einen Park oder nur die Schule und so verschiedene Dinge. Als ihr uns alle mal so beschaut seid. So werden wir sein, wird es sein, wenn die Kinder da alle boven sind. Und noch einmal alle sehr Dankeschön für Potnehmen dafür. So, wir haben 2 Videos gesehen. Einer ist von wieder 180, von der Bus, was wir anhalten, betoelen. Ich will etwas auch sagen, $8.000 wie alle Typos Kirk für die Bus. Den zweiten Video, was wir sagen, wir für Youth, wir ein bisschen Karte, aber das für die nächste Youth Night, was da abkommt für Youth. Ich habe noch ein paar mehr Dinge, was ich will sagen, hier ein paar mehr Announcements, und dann wollen wir die Botschaft haben. Was wir denken haben, Lebenswasser haben eine Kummer, die sind alle vrijwillige dingen brengen naar de koma, eten brengen naar de koma en de diakoon wel een onderscheid maken met dat, wel dat uitgeven naar mensen wat dat veelt. Want hier heb eenmaal somebody bij de kerk is van deel en zegt, mij veelt ook wat voor mij koma. Jij bent met de diakoon red bij de information desk te hangen, laat dat nu kerk en dan ga je wat metnemen van de koma wat hier is. Vielleicht wil laat nog mal some beelden wijzen wat we in de koma hebben. Er zijn al lots of groceries, een deel eten wat is top gekomen. Dankzij voor dat, waar we dat dus wieder im Dreh hält. So dass das Koma da bis zum Denken halten. Sind interessante Dinge, was da abkommen. In Februar, wir haben Gastredner angeladen, was hier noch Lebenswasser kommt. Das sind Victor und Doris Mortis. Und sie kommen hier an und er wird den Nähender und den Tieren, da wird hier ein ganz vollständiger finanzieller Kurs geben hier in der Kirche. Der wird ab Deutsch sein, so dass für uns und für Männer, die können alle kommen, um den Kurs durchgehen, bis sie dann Harche, wo besser jetzt mit Geld umzugehen, ab in Christeljahr weg. So wie kicken verder weg für dort. Und an den Sonntag wird er hier auch predigen. Und die Botschaft, die nennt sich Säen und Ernten. Und so wie kicken verder weg, die Lied hier haben, und bis Wossen in unseren jetzt ja war ich, wo wir können mit Geld umgehen. So mehr Pläne, dass die können, der erste Teil in Februar hier sein. Wir wollen wieder gehen in die Reihe von Botschaften, das wer wir sind. Pastor Steve wird die Botschaft haben von der. Und die Zeit, was heute Nacht kam, merkt, wo wir mit dran gehen und Freunde bereisen und willkommen heute hier. So steht ab und bereisen Freunde. Good morning, what at it? All right, somebody that goat, I like that. Let's go. Wir sind wacker. Wir haben eine gute Zeit gehört in Anbetung. Dat jetzt so schön Gott loven und preisen mit seiner Familie taub. Amen. Amen. Wir können taub kommen, sie noemen und singen von wer er ist, wer er für uns ist, was er für uns getan hat. Mir geht es auf ihrem Scout.
En so, nu gaan we weer, zoals Pastor Jacob al zei, in deze rij van boodschappen, dit is wer we zijn. En so, deze rij van boodschappen, waar we doen, te mensen zijn, wer we zijn. So, dit is voor ons als kerk, wer we zijn als levenswasser, aber dit is ook voor ons als christen, niet bloos voor ons. En so, die van jullie wat checken doen op internet, oder op den app, je hoort deze boodschap Luther, je zijn ook zeer welkom hier met ons top. Deze boodschap is voor ons alle, zum zijn, wer we zijn als christen, en die weten wat God ons gegeven heeft. En so, wanneer we van het woord weten reden, ik reed laatste week met een paar mensen, en zij zeiden, ik ben niet bekomen met dat woord. Weten, nicht eier gebruikt op Plotdeutsch. En so, weten bedient einem seine Prinzipien en benemen. Benemen meint ons weg van leven, wo we leven doen. So, dit zijn einem seine Prinzipien en benemen. Dit zijn die Sachen, die wir uns wichtig teilen. En so, op Englisch vielleicht bekommt man das Wort values, op Spanisch vielleicht valores, op Plotdeutsch weten. En so, dit zijn onze weten. Es ist nicht, dass wir viele Werte haben, nur auf einmal, aber das sind unsere Werte, die Dinge, die wir uns wichtig teilen. Und so, der Ursache, wenn wir das durchgehen, nu als Kirche, ist, wenn es im letzten Jahr hat Gott uns sehr gesehen, wir haben sehr gewachsen als Kirche. Wir haben about 70 Menschen mehr, als wir zu Jahr hatten, durchschnittlich. So, das meint so viel, wir haben einen Haufen neue Menschen, die vielleicht nicht so bekannt sind, mit wer wir sind als Lebenswasser. Und vielleicht ein Haufen neue Christen, auch noch du so mag, nicht so sehr bekannt, mit wer wir sind als Christen. Was sind die Dinge, die uns wichtig sind? Was sind die Dinge, die Gott uns in sein Wort gibt und sagt, das sind meine Werten, sind Gott seine Werten und er gibt die zu uns. Und so, wir als Elders, wir als Lehrer, wir haben die letzten paar Monate über diesen Thema gebeten und geredet, zum sein, was sind Gott seine Werten für uns als Kirche und wo werden wir dort sein? Und so, das war wieder das nächste Weg durchgehen. Und letzte Weg hat wir ein Bett von dir. Letzte Weg sehen wir wollen die Welt für Jesus gewinnen. Jesus ist die Hoffnung für die Welt. Und so, das ist ein Ding, was uns wichtig ist. Das ist ein Ding, was für Christen wichtig ist. Mission, wir sind rütgeschickt, die Welt für Jesus zu gewinnen. Noch ein Ding, was wir sehen, ist, wir wollen Gott persönlich kennen. Gott will Verhältnis, nicht bloß Menschen regeln. Gott will nicht bloß eine lange Liste von Dingen, die wir holen und sagen, das soll die guten Dinge, die ich für Gott tue. Ich hoffe, ich kann am im Bett, aber wirklich kein Verhältnis. Das ist nicht, was er will. Er sagt, ich will ein Hort, nicht bloß ein Opfer. Und so Gott will Verhältnis mit uns. Das ist ein Ding, was uns wichtig ist. Wir wollen Gott persönlich kennen. Und so von der werden wir wieder gehen in diesem Thema. Die Ursache, für wen das wichtig ist, ist, wir sind ein bisschen Schutztiening. In Stadtträg haben wir eine Serie von Schutztiening. Dinge, die wir in uns Leben haben, die uns wegholen von schlechten Städten, die uns beschützen tun, und die Dinge, die wir uns wichtig teilen. Wir sind ein bisschen dort. Das ist ein bisschen, wenn ich ein Frame oder ein Marco merke, wo ich beim Leben tue, das sind die Dinge, die ich tun, die bitte den Marco ist, was bitte den Frame ist, da wo ich nicht tun, wenn so das Gott nicht irrt, das ist nicht Part von den Werten, was er mir gegeben hat. So Werten, die helfen uns und die leiten uns durch das Leben, dort wie Gott sein Willen ausleben kann. Nu sag ich, wir brauchen sein Heilige Geist, und so das nicht Werten allein, aber das sind die Dinge, die er in uns heute planten hat, und sagt, das, was ich dir zu geben habe. Das ist, wer wir sind. Und so, das, wo wir nu durchgehen, das, wo wir von reden, unsere Werten. So, diese Weg werden wir noch eine zwei andere Werten kicken. Und so, der erste von euch ist Eenichkjet. Nu, das ist ein sehr großes Thema, wie wir kein adlige Sinn, der bloß von diesem Thema reden, aber von der werden wir bloß ein klein bisschen anschauen, zum sein, wo wen das so sehr wichtig ist. Eenichkjet. So, es wird dort sein, weil als Gott sehnt, Eenichkjet. Taub erregt wie Meier. Gott sehnt Eenichkjet. Taub erregt wie Meier. Weil wir sind besser taub als allein. Gott hat uns nicht gemerkt, zum allein durch das Leben gehen. Er hat uns gemerkt für die Gemeinschaft, für Verhältnis, erstens mit ihm und zweitens mit Menschen.
En so tim dat vi kan verder gaan en zien wel, tim dat vi kan een onderscheid merken van, als dat wichtig dat we in Eenichkjet leven doen, dat is wat we vandaag naar kijken worden, hoe we dat zo wichtig is. So dit jaar terug naar Jezus, als hij hier beëerd werd, hij heeft een gebed in Johannes kapitel 17 vers 21. En hij zegt hier te den Vader, hij zegt, zij zullen alle eind zijn, Eenichkjet. Zij zullen alle eind zijn, zoals du, Vader, en mij en ik en die, dat zij ook in ons eind zijn. So hij zegt dat tweemaal. Jedes Mal, wat God een ding tweemaal zegt, dan weten we, nu harcht. Nu harcht naar wat hij zegt. We zullen eind zijn, zodat de wereld dat gelooft, dat du mij geschickt hast. Jesus sagt, wir als Christen sollen in Einigkeit leben, wenn es dann wird die Welt dort glauben, dort Gott arm geschickt hat. Wenn wir uns immer gegenüber sind, wenn wir immer in Uneinigkeit leben, dann was soll die Welt dann glauben über die Christen? Na, was mit einander? Sind sich immer uneinig. Jesus bet hier und sagt, wir sollen eins sein, und wir sollen eins sein mit Gott. Wenn wir dort tun, dann wird die Welt Reut sein, dort zu glauben, dort Gott am geschickt hat. So Jesus bet hier für Einigkeit in seine Kirche und wir sollen dort, das ist ein wichtiges Ding für Jesus. Und so bloß hastig, 4 Versprechungen von Einigkeit. Die Bibel sagt uns zum Dinge hier, die gibt uns 4 Versprechungen, das sind nicht die einzigen, das sind 4 Dinge, was die Bibel uns versprechen, wann wir wollen in Einigkeit leben. Und der erste von euch ist unbegrenzte Mählichkeit. Unbegrenzte Mählichkeit. Unlimited potential. Wir können große Dinge tun, wenn wir in Einigkeit leben. Wir haben eine Geschichte in 1. Mose. Und das soll nun Noah in seiner Zeit. Und der Mensch kämpft sich taub. Und sie wollen sich einen Staat bauen. Und in den Staat machen sie eine Entscheidung, dass sie wollen durch einen Turm bauen. Alle taub. Und die Bibel sagt dort wir ein Volk mit einer Sprache, sie werden in Einigkeit. Und so sie kommen taub und sagen, wir wollen einen Turm bauen und der wird so hoch sein, der wird im Himmel regen, wir wollen die König sein von der Welt, wir wollen das tun. Und dann sagen wir, dort Gott kommt drauf, 1. Mose 11, Vers 6, er kommt drauf und kijkt, was sie hier tun, und dann sagt er, und der Herr sagt, nu kijk, dort ist alles ein Volk, und die reden alle eine Sprache. Sie sind in Einigkeit. Das ist nochmal der Anfang von dort, was sie tun wollen. Das ist ein Turm, das ist ein Ding, was sie bauen. Und dann sagt er hier ein sehr wichtiges Ding. Nu hört, er sagt, bald wollen sie alles tun können, was anbefällt. Nu denkt mal lieber, das wären nicht Christen. Sie wären jein Gott, aber sie haben Einigkeit. Was sagt Gott über dort? Wenn sie in Einigkeit verweich gehen, sie wollen irgendwas tun können, was ihnen befällt. Das ist, wo wir Menschen sein, wie manchmal. Glaubst du, dass ever was in Stadt geben? Glaubst du, dass Menschen wollen ever in Mars fliehen oder all so eine verschiedene Dinge? Sicher glaube ich dort, wenn Jesus lange nicht zurückkommt. Wo wen? Wenn sie sich in Einigkeit taub stehen, sagt die Bibel. Kann sie irgendwas tun, was sich befällt. Kick nach all die Dinge, die wir haben in den letzten, even bloß 20 Jahren gesehen in der Welt. Es ist nicht zu glauben, wo sich dort wiederkommt. Die Technologie und die Sprachen und alles. Die Welt ist auf den Weg doller vereinigt als ever. Und es muss sich verweich. Und Gott sieht das Wort. Gott sieht das Wort. So, wenn Menschen taub kommen in Einigkeit, du hast eine Kraft bei. Die haben eine große Kraft und sie werden nicht mal Christen. Ungläubige Menschen mit Einigkeit haben unbegrenzte Möglichkeit. Ungläubige Menschen mit Einigkeit haben unbegrenzte Möglichkeit. Sie können viel tun. Aber stell dir mal vor, dann waren wir als Christen uns taub stehen in Einigkeit, mit Gott seine Kraft, mit der Heilige Geist dabei. Was für eine unbegrenzte Möglichkeit haben wir nicht? Sehr groß. Sehr groß. Weet je, die Mission, wat Jesus ons geeft, hij zei, goed naar de wereld en je wendt de ganze Welt voor Jesus, weet je, dat is niet zo groot, wanneer we ons voor in Einigkeit taub stehen. Wanneer we als Christen worden taub kommen sein, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus,
wir glauben an Jesus, wir wollen uns taub stehen, und dann, wenn wir nicht in all die kleinen Dinge stimmen. Aber wir wollen fairerweise gehen in den Unterschied merken für Jesus. Aber wenn ihr die andere Seite von dem Bild, dass wenn wir in Uneinigkeit leben, dann weit wir dort uneinige Christen wollen allmählich gewinnen. Uneinige Christen wollen allmählich gewinnen. Wir haben in Vers, in Lukas Kapitel 11, Vers 17, hier sagt Jesus, irgendein Reich, dort sich in sich selbst nicht einig ist, bringt sich selbst in den Grund. Und er sagt, in der Familie, die sich uneinig ist, fällt hinein. So, an einer Seite haben wir eine Versprechung von unbegrenzter Mählichkeit, wenn wir in Einigkeit leben. Und an der anderen Seite haben wir eine Versprechung, dass wir alle hineinfallen, wenn wir in Uneinigkeit leben. Das ist die Wahrheit. Und so ist es wichtig, dass wir in Einigkeit leben. Gott gibt uns eine Versprechung. Mit Einigkeit haben wir unbegrenzte Mählichkeit. Die zweite Versprechung ist Segen und Salbung von Gott. Wann wir in Einigkeit leben. Psalm 133 sagt es steht, wo Goot und Schein ist dort doch, wann Brüder in Einigkeit taub leben. Er sagt, das ist so aus, die Tiere ballen sollen eil, die Aaron von Kopf rauf im ganzen Bord nenrand, die ambar ab die Kleider regt. Er sagt, das ist so aus, wenn die Dev von Hermann Boy, wo ab die Zionsburg fallen, wenn's du in die Einigkeit, du jeft Gott sehen. Dort leben für immer und ewig. Er sagt, du hast ein Sehen ab Einigkeit. Du hast eine Salbung ab Einigkeit. Es ist interessant, wenn wir denken an Salbung ist mit Öl und der Dev, wo er hier von reden, der dort mit Wuta. Öl und Wuta bedient der Heilige Geist. Das sagt man, wie in Einigkeit verweich gehen, uns der Heilige Geist sehen ab uns und an uns und schafft durch uns und wir können große Dinge tun, taub für Gott seine Ehe, wenn wir sind in Einigkeit. Aber wenn wir unsere Einigkeit brechen tun, wo soll der Heilige Geist dann an uns und durch uns schaffen aus seiner Familie? Wir sind uns nicht mal einig. Und im Königreich, was jenseits selbst jetzt, fällt hinein. Und so ist es wichtig, dass wir als Christen in Einigkeit leben. Das ist eine Versprechung, die er hier uns gibt. Weet je, de trouble met ons is dat manchmal ist uns dort wichtiger, dass wir reich sind, als dass wir einig sind. Uns ist dort wichtiger, dass wir reich sind in alles, als dass wir einig sind. Nu, ich rede hier nicht von Einigkeit mit Menschen, die nicht die Gute nur recht glauben. Die nicht glauben, dass Jesus der einzige Weg ist zum Himmel. Die nicht glauben, dass wir dort kein weiten. Ich rede nicht von Menschen, die nicht Christen sind. Ich rede nicht von Menschen, die Christen sind. Sie glauben an Jesus, sie glauben an sein Wort, dass er der einzige Weg ist im Himmel. Sie glauben an den drei einigen Gott. Die Grundsachen in uns glauben. Ich sage nicht, dass wir sollen uns vereinigen mit anderen Christen auf diesem Weg. Aber wir als Christen, fangen da wir uns hineindeilen und wir sind uneinig über kleine Dinge. Kleine Dinge, die really in den Himmel, wo nichts zu sein haben. Und aber hier bei ihr, da wir uns hineintragen, wegen dieser kleinen Dinge. Jesus betet, dass seine Kirche würde sich vereinigen, wir rieten uns hinein, wegen der kleinsten Dinge. Das tut aber dort anderen tun. Das tut aber Büsse tun, und dort wir uns vereinigen tun, als Christen. Letzte Woche dann wieder in eine kleine manche Kirche hier so von Begräbnis. Und die Prediger, wo du abging, und die Einladung mögt, hat bloß eine sehr gute Botschaft. Als hij dergt weer, ik dacht bloß so, Amen. Amen. Stimme ik 100% bij. Hij redet van Jezus als der einzige Weg im Himmel. Hij redet van Radung. Hij redet van de hoopning, wat we hebben, dat we kunnen weten, dat we worden im Himmel zijn. Ik zei, ik dacht van mezelf, we zijn aan hetzelfde team. Wir sind an hetzelfde team. Ja, wir tun vielleicht some Dinge anders in unserer Kirche, und sie tun some Dinge anders. Aber wo können wir uns nicht in Einigkeit kommen? Wo wir uns heute eindeilen, bloß wegen der Art Musik, was wir haben. Oder so eine Art Dinge. Wenn wir uns in Einigkeit taubstehen, wenn wir alle in derselben Familie sind. Jesus sagt dort, eine Familie, die nicht Einigkeit hat, fällt hinein. Und so das Zeit, dass wir Einigkeit kriegen und abbauen tun, mit unseren Brüdern und Schwestern, die vielleicht ein klein bisschen anders sind als wir.
wenn wir alle an Jesus glauben, wo wir alle taub im Himmel sind, wenn wir hier nicht in Einigkeit sind, wo werden wir dort tun? Du bist aber taub vor der Ewigkeit. Wo wir uns ein bisschen anchecken, was ist du hier? Doch niemand wird du hier sein. Wo wen? Hat keinen Sinn. Jesus betet für Einigkeit an seine Kirche. Die Bibel sagt uns, Gott wird Einigkeit immer segnen. Wenn du Einigkeit kämpft über sein Wort, er wird es segnen. Du wirst even sehen, ob die Einigkeit von ungläubigen Menschen. Einigkeit haben sein von Gott. Aber Gott wird Uneinigkeit niemals segnen. Und das sehen wir in Sprüche, Kapitel 6, Vers 16. Er schrift, du sind 6 Dinge, die dem Herrn jen on sind. Und dann sagt er, nee, du sind actually 7. So, er schrift hier und sagt, du sind 6. Und dann denkt er, oh no, das ist actually noch einer, du sind 7. Weißt du, was der 7 da ist? Ein Mann, der Uneinigkeit zwischen Brüdern unrecht. Das ist das 7. Ding, was Gott jen on ist. Und wirklich wird es sein, dass das sind 7 Dinge, was Gott hassen wird. Heißt das sei jen. Er kann nicht leiden. Das 7. Ding ist ein Mann, der Uneinigkeit zwischen Brüdern unrecht. Und so ist es wichtig, dass wir in Einigkeit leben und dass wir uns Port tun, um die Einigkeit bewahren. Wir wollen Luther in Epheser, Kapitel 4, Vers 3, redet Paulus von diesem Thema. Und er sagt, sieht immer danach aus, die Einigkeit im Geist zu bewahren. Wodurch jemand einander verbunden bleiben. Und so, er redet hier von der Einigkeit. Er weiß auch, dass das sehr wichtig ist. Und er sagt hier, jemanden diese Einigkeit bewahren. In andere Welt, das ist ein Ding, wo wir machen tun. Das ist ein Ding, wo wir uns machen anstrengen. Wir machen das bewahren. Und wenn du auf einmal irgendwo kämpfst, jene Einigkeit, was wir haben, manch uns als Christen, dann muss wir jeden kommen und reut sein, um das bewahren. Wo wen? Wenn du so viel Kraft in Einigkeit. Wenn wir in Einigkeit leben, dann sind wir ein gesunder Bild in der Welt, von wer Gott ist. Wenn Gott ist ein dreieiniger Gott, er hat Einigkeit, in sich selbst. Wenn wir in Einigkeit leben, dann sind wir ein Bild von wer er ist. So Paulus sagt hier, ihr sollen dort bewahren. Wenn wir das nicht wollen, dann stehen wir vor, dass wir wollen unsere Einigkeit verlieren und dass wir uns anfangen zu streiten über allerhand unkluge Dinge. Wo tragst du die vernünftig an? Wo trage ich mich vernünftig an? Wo singst du zu Gott? Wo sing ich zu Gott? Und dann auf einmal fangen wir verschiedene Kirchen an, gehen nicht hinein und sagen, die kann ich nicht mehr leiden, wenn du tragst die anders vernünftig an, als was ich mich vernünftig antragen darf. Das ist nicht Gott sein Willen. Sein Willen ist, dass wir in Einigkeit leben, dass wir uns Grund auf sein Wort sagen in seine Wort hätten, dass wir dann in Einigkeit leben durch eine Kraft. Die 3. Versprechung, die er uns gibt, ist Kraft. Er gibt uns eine Versprechung von Gottes Kraft, wenn wir in Einigkeit leben. In Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1. Als der Pfingsttag dann kam, wären sie alle ab einer Stelle taub. Das Wort taub hier, das auf einer anderen steht, in Römer sagt aus einstimmig. Sie wären in Einigkeit. Das ist nicht bloß, dass sie taub in einer Stufe wären, und aber sich jen anwären. Sie wären taub in alles, was sie haben. Sie wären in Einigkeit taub. Und so, die Geschichte von Pfingsten und was du alles passieren wird, fängt mit Einigkeit an. Und das ist ein Ding, wo wir wollen sein. Einigkeit lädt eine Kraft. Einigkeit lädt eine Kraft. Wie so eine Heinfars in Apostelgeschichte 4, Vers 32. Er sagt hier so steht, all die Glaubenden wären ein Hort und eine Säule. Sie wären in Einigkeit. Du seht auch keiner, dort er dort ihn, was er besatten deit, aber hatten alles, alle taub, war Einigkeit. Und so, sie lebten in Einigkeit. Was passiert dann? Und die Aposteln geben mit großer Kraft Zeugnis von wie dort Jesus Christus von Tod abgestoßen wird. So, sie wären in Einigkeit, dort lädt eine Kraft. Einigkeit lädt eine Kraft. Weißt ihr, manchmal freu wie für Gott seine Kraft. Gott gibt mir deine Kraft. Aber wir sind uns uneinig. Was wird passieren, wenn Gott seine Kraft in eine Kirche gibt, die uneinig ist?
Stell dir mal vor, du hast einen Truck. Und du hast einen Frame und den Truck wird alle taub hält. Und aber der Frame, der ist auf ein paar Städten auf. Der ist nicht eint. Der ist sich nicht einig. Der Frame ist auf ein paar Städten auf. Und du sagst, aber mir viel mehr Kraft in diesem Truck. Nie wollte ich noch so einen großen Motor ansetzen. Nie wollte ich noch einmal 300 oder 400 PS Kraft in diesem Truck. Nie wollte ich Kraft haben. Was würde passieren? Brecht ut? Nein. Kraft ohne Einigkeit ist gefährlich. Aber Einigkeit lädt eine Kraft. Und so, wir wollen in Gott seine Kraft verweichen und einen Unterschied merken für arme Welt. Amen. Wir wollen nicht aus unsere Kraft tun. Ich weiß es nicht. Wir wollen durch seine Kraft tun. Das ist wichtig, dass wir uns in Einigkeit taubstehen, dass wir das können tun. Noch eine Versprechung, wo er uns hilft in Einigkeit, als erfolgreiche Gebete. Matthäus Kapitel 18, Vers 19 sagt, ich sage euch das, wenn zwei von euch sich hier auf der Erde einig worden, am Wort zu beten, dann wird mein Vater im Himmel ihnen dort geben. Gott sehnt Einigkeit. Er sehnt es sogar in uns Gebetsleben. Und even in der Ehe, du hast noch ein Vers hier so in 1. Petrus 3, Vers 7, in Goot so, jemands Lied, gut vernünftig an mit jene Frühst, dort jene Gebete nicht verhindert worden. Wisst ihr, dass jene Gebete können verhindert werden, wenn ihr in Uneinigkeit leben? In jene Ehe? Hier mal ein Prediger, er sagt, du wirst niemals besser mit Gott dein Verhältnis haben, als wie dein Verhältnis mit deinem Ehepartner ist. Und das ist eine Wahrheit an dort. In anderen Worten, uns Verhältnis mit den Menschen um uns, die Menschen, die uns nu sind, in diesem Fall so unseren Ehepartner, mehr einen großen Unterschied in uns jährliches Leben. So, wir sollen nicht glauben, dass dort zwei Dinge sind, die neu getrennt sind. Hier so habe ich meine Ehe und hier so habe ich mein jährliches Leben. Das ist allmählich. Wenn's das alles taub gebunden. Eine Ehe ist ein jährliches Ding. Und das ist ganz verbunden mit Gott. Und so, da merken wir einen Unterschied in uns Gebetsleben. So, wir haben 4 Versprechungen von der Einigkeit. Wir sind hier so, wir haben unbegrenzte Möglichkeit. Wir haben Segen und Salbung von Gott. Gottes Kraft und erfolgreiche Gebete. Das hier ist eine ziemlich gute Liste, right? Like, ich glaube, wir würden alle sagen, ja, ich nehme die alle 4. Jeden. Okay? Leben Einigkeit. Leben Einigkeit. Unser Jünd aus Familie. Morgen früh, Kinder. Weil wir in Einigkeit sind hier in der Kirche. Wir als Lehrer wollen in Einigkeit sein. Gott sei Dank, wir sind. Wir als Kirchenkinder und dann als Kirchen, als Christen. Nicht bloß Lebenswasser, aber aus verschiedenen Kirchen. Wir können in Einigkeit sein, wenn wir taub stehen auf denselben Grund, der Jesus ist. Dann können wir in Einigkeit verweichen gehen. Und even unsere Dinge wird verschieden tun. Wir können danach in Einigkeit sein. Gott sehnt Einigkeit. Taub erregt wie Meier. Wir können es nicht allein tun. Noch ein Ding, was uns wichtig ist, ein von unseren Werten, wir sind auf Plattdeutsch Butajeweenlich Goot. Wir wollen Dinge Butajeweenlich Goot tun. Auf Englisch haben wir das Wort Excellence. Auf Plattdeutsch haben wir nicht ein gutes Wort für das. So, wir haben gesagt, das ist, was wir dort wollen sein. Wir wollen Dinge Butajeweenlich Goot tun. So, wir sagen, dass es steht. Wir wollen Dinge Butajeweenlich Goot tun. Dort irrt Gott und spornt Menschen an. Dort irrt Gott und spornt Menschen an. Weil ihr Dinge Butajeweenlich Goot tun, das ist eine Anstellung, die wir haben. Das ist ein Weg von Denken, was wir kriegen tun. Und so, diese letzte Woche rede ich mit some von den Jungs, die in den Videoteam sind. Und die von ihnen, die checken down und horchen down. Alles, was die sein, ist mir hier so. Aber wir haben ein ganzes Team von Menschen, die mit dem mithelfen down, um das rutschecken. Und so, wenn sie das nicht wären, dann würde ich mich nicht sein. Würde allmählich sein. So, wir haben eine sehr gute Equipo hier. Und unsere Equipo, sie haben diese Anstellung, dass sie wollen das Beste tun mit dem, was sie haben. Und das ist wirklich, was es bedeutet, wenn wir sagen, wir wollen Dinge Butajeweenlich Goot tun. Was das meint, ist, wir wollen uns Beste tun mit dem, was wir haben.
En so, als wir mal Reut merken, deuten zum uns Video-Equipo, zum all das Stoff zeigen, was einer braucht, Kameras und so was. Ich fange an, ein bisschen drum zu reden und fragen, so, wo der einer dort, wo die kämpft dort und all das. So, ich rede mit some Zeugen in den States und als wir in Seitscheim tragen mit einer sehr hohen Nummer von Geld und sagen, wenn ihr das wollen tun, der einzige Weg, wo ihr das können, am Butajeweenlich Geld Weg tun, ist, wenn ihr so viel Geld, wird über $50,000, wenn ihr in Geld Chunk Geld brauchen tun, um das tun. Und ich dachte so, wow, das ist mit mehr als was wir verreut sind, das ist mit mehr als was wir können tun. So ich kam tot mit den Equipo und wir waren uns einig, dass wir würden lange nicht halb so viel brauchen. Aber wir würden dort tun mit der Anstellung von Dingen, die eigentlich gut tun. Wir würden uns Beste tun mit dort, was wir haben. Und so, ab einem Tag hat wir ein Schauf, wenn ihr Geld gebraucht, als was sie sehen, wie wir Matten brauchen. Und über den Resultat, was wir haben, ist gut. Wo wenn es der Equipo hat die Anstellung, dass wir würden das Beste tun mit dort, was wir haben. Und so, das ist ein gutes Ding. Als wir die Zeug mal anfangen, dann hat wir auch diese Anstellung an die Menschen, die mithelfen, und Jake und Agatha, Thiessen, ich kann jetzt, wir ein Part von dem Kaffee-Team. Und so, wir wollen durch Kaffee-Serving, aber wir hatten nicht viel Geld, um was Strom mit abstellen. Alles, was wir hatten, wir ein so ein Wetter Dash, was taub zu kloppen jetzt. Das ist das einzige Ding, was wir hatten, zum Kaffee-Serving. Und wir dachten so, wir wollen das doch aber bitte jeweilig gut tun. So, sie kamen mit der Idee, bueno, wir werden Dash brauchen, aber wir wollen uns von Popphäuser eine feine Dashspreid nähen, feiner Schwarzer, wo wir dort hier eben sahen, und dann wollen wir einen Geschmack luden. Wo wir dort Beste tun, mit dort, wo wir haben. So, es ist nicht nötig, dass wir nicht rütteln und alle Hand ihre Dinge zeigen, wir wollen das Beste tun, mit wo wir haben. Wo wenn wir wollen Dinge bitte jeweilig gut tun, dort irrt Gott und das Menschen ansporen. Das ist für wen? Matthäus Kapitel 4, Vers 16 redet Jesus. Er predigt hier auf dem Berg und er sagt so, je sind Salz und je sind Licht. Je sollen einen Unterschied merken auf der Welt. Und dann sagt so lut ein Licht für die Menschen schienen. In anderen Worten, lut ein Licht für die Menschen auf so ein Weg schienen, dass sie eine gute Wolken sein und ein Futter im Himmel durchverlaufen. Und so er sagt, je sind Salz, je sind Licht, nu dauert op zo'n Weg, dat de Menschen dort wollen sein und Gott verherrlichen. Dort wollen Menschen antragen. Wir sehen den letzten Weg, Jesus hat uns in die Welt geschickt, die Welt zu gewinnen für ihn. So wir haben eine Mission. Wo werden wir das tun? Wir wollen das tun auf einem Butajeweenlich guten Weg. Weil jetzt interessant, wenn wir Dinge auf einem Butajeweenlich guten Weg tun, dann merken wir deren up zum irgendwem reden. Wenn es mehr ein Mensch es reut, zum Dinge sein und hören und tun auf dem Butajeweenlich guten Weg. Das ist antragend. Aber wenn wir nu kommen und alles ein bisschen so halb 12 und es schafft nicht so reich und jetzt nicht really zu sein, wer du boven hast, wenn es kein Licht und jetzt nicht die Versen zu lesen und kann nicht so reich hören, wenn es nicht ein guten Sonido. Wo reut sind Menschen, Gott anzunehmen in so einem Passo? Wenn wir dort Butajeweenlich gut tun, wenn wir dort ans Beste tun mit dort, was wir haben, dort helpt die deren Aufmerkung, dass Menschen reut sind, leichter reut sind, Gott anzunehmen. Und so dazu wollen wir das tun. Aber manchmal haben wir dort nicht reich verstanden, was Butajeweenlich Gott wirklich meint. So ein paar Dinge, was es nicht meint. Hier sind ein paar Dinge, was wir nicht meinen, wenn wir von Butajeweenlich Gott reden. Das erste Ding ist Vollkommenheit. Wir seien nicht, dass wir müssen vollkommen sein in alles, was wir tun. Wenn wir hier in der Kirche tun, jeder ein von uns, wir gleichen Dinge auf dem Butajeweenlich guten Weg hier tun. Aber da meine ich, dass wir immer vollkommen sein. Wenn wir wollen, wir sind nicht vollkommen. Und so, wir wollen uns Beste tun mit dort, was wir haben. Wenn wir uns Beste tun haben, dann können wir zurückstoppen und verreven. Dann können wir zurückstoppen und tranquilo sein. Wenn wir haben uns Beste tun mit was wir haben. Wenn es nicht vollkommen ist, das ist okay. Ja, wir wollen uns Beste tun. Aber das braucht nicht vollkommen sein. Noch ein Ding, was wir nicht meinen, ist, wir sagen nicht, dass Geld kann das kaufen.
In andere Welt, manchmal haben wir diese Einstellung, ich will Dinge bitte gewöhnlich gut tun, aber ich kann nicht ein gut genug nicht fertig, zum dort reinholen, oder ich kann nicht ein Fan genug nicht Haus, zum dort Schmack holen. Wenn ich ja ein Haus habe, wenn ich ein gratis Haus habe, wenn ich einen besseren fertig habe, dann würde ich Dinge bitte gewöhnlich gut tun, aber nu wo ich nicht. Das ist falsch. Wenn wir nicht treu sind mit was wir haben, dann wollen wir Luther gottmäßig auch nicht treu sein. Jesus sagt, wer mit Kleinet treu ist, wird gratis kriegen. Und so, wir sagen nicht dort, nu wollen wir nicht Dinge bitte gewöhnlich gut tun. Wenn wir mal Geld haben, dann wollen wir anbieten, Equipo kaufen, dann wollen wir auch bitte gewöhnlich gut tun. Nee, wir wollen uns Beste tun, mit was wir von dir haben. Nach einigen Worten nicht meint, es meint nicht, dass wir wollen gesetzlich sein an das Ding. Wir wollen das nicht aus dem Gesetz abschlappen und sagen, nu mache ich alles bloß vollkommen tun, so gut tun, dass Gott mir was annehmen. Wenn ich auf einmal einen Fehler merke, wenn ich auf einmal something nicht ganz recht tue, dann wird Gott mich nicht länger annehmen. Das ist nicht die Wahrheit. Und so, wir wollen Dinge bitte gewöhnlich gut tun, aber das ist nicht ein Ding, was wir tun, zum dort Gott uns mehr gleicht. Das ist ein Ding, was wir tun, zum dort andere Menschen wollen leichter bereit sein, Gott anzunehmen. Nicht in anderen Raum, dort Gott uns wird annehmen. Und so, weil wir recht denken über das, wenn wir uns verdrehen endet, dann auf einmal, dann haben wir keine Friede und keine Freude. Kommen wir taub Sonntag zu Marius, und eins zu denken von uns, wie hier hinkommen, aber wir verluten dann, es wird alle reich sein, wird alle reich schaffen. Wenn du auf einmal eindenkst, Eenichkjet, hab nicht angeholt mit Zeug von dir, hab nicht gehalten, das ist eine rechte Einstellung. Und ich sage, ich habe manchmal mit das gekämpft. Oder wir haben something getan im Worship-Team und auf einmal haben Leute Arich gespielt oder Arich den Key angefangen oder something schafft nicht, dann greift einer vor das Mann. Nu wordt von der nicht so viel gemeint haben. Gewöhnlich passiert das immer so, dass nur so ein Servicio kommt somebody to me und sagt, von der Anbetung haben bloß so sagen, oh, ihr schiert. Der Heilige Geist schafft durch uns und don't want nicht vollkommen ist. Amen? Gott sei Dank, dass das. Wenn er nicht tut, dann wo wir alle in Trouble sein. Und so, wir wollen uns Bestes tun. Wir wollen uns anstrengen, um Dinge bitte gewöhnlich gut tun, aber wir wollen, dass der Brück nicht vollkommen sein. Wir wollen uns Bestes tun, mit dem, was wir haben. Das sind so Dinge, die Gott auf uns Hort hat, gelegt aus Leder und aus Zeug, was wir wollen aus wichtig teilen hier im Lebenswasser. Und so, weiter, wir sehen, wir wollen Dinge bitte gewöhnlich gut tun, wenn es dort irrt Gott, und spart Menschen an. Das letzte Part hier sagt, du willst Menschen ansparen. Von was redet er hier? Du hast ein Vers in Hebräer Kapitel 10, Vers 24. Er sagt, wir wollen taub halten und uns untereinander ansparen, um uns gut sein und gute Worte tun. So er redet von Eenichkjet, weil wir taub halten, weil wir in Eenichkjet leben, und dann werden wir uns untereinander ansparen, um gute Worte tun. Weißt du, was uns manchmal ansparen tut? Wenn wir sein, wo ein Denkwort, bitte gewöhnlich gut tun für Gott. Dort können uns ansparen. Und sagen, hey, ich kann es auch tun. Ich will auch so stehen. Ich will auch rein haben, oder ich will auch mein Bestes tun mit dort, wo ich habe. Und don't, wenn es bloß ein Kleinbett ist. Ich bin euer Sport, mein Bestes zu tun für Gott. Für Gott sind hier. Wir wollen uns Bestes tun. Wir wollen Dinge bitte gewöhnlich gut tun. Und so Gott sagt Eenichkjet, taub Erik wie mir, wir wollen Eenichkjet sein, nicht bloß hier, aber auch mit anderen Zeugen, woran Jesus glauben und glauben heute wahr ist in die Wahrheit und auch leben. Wir wollen nicht schlecht reden über Zeugen, wo Dinge ein bisschen anders tun als wir. Wir wollen nicht schlecht reden über unsere Geschwister, die auch im Gott seine Familie sind und vielleicht auch ein klein bisschen anderen Raub haben als wir. Wir wollen Eenichkjet leben, wenn es taub Erik wie mir. Wir alle als Christen, nicht bloß Lebenswasser, wir alle als Christen haben eine Mission von Gott der Welt zu gewinnen. Weil ja, das ist wichtig und nötig, dass wir uns taub stehen, zum dort tun. Und wir wollen Dinge bitte gewöhnlich gut tun. Dort irrt Gott und spart Menschen an. Wir wollen uns Bestes tun mit dort, was wir haben. Das ist, wer wir sind. Das sind die Dinge, die uns wichtig sind. Das sind Werten, was Gott uns gegeben hat. Und so uns
Wir wollen bloß jeder einen von uns merken, wenn ihr sagen, ich bin Part von dieser Zeug, ich will hier mithalten, ich will hier mitschaffen. Das sind Dinge, die uns wichtig sind. Das ist, wer wir sind. Es ist wichtig, dass ihr da weiten das. Und hoffentlich kostet diese Wirten auch nehmen sein, ich will mir das auch wichtig merken. Ich will auch das leben. Da wie taub in Eenichkjet kann einen großen Unterschied merken für Gott, seine Ehe, sein Königreich vergrößern, zum dort an jeden Tag, wenn wir verarmt stehen, dort heute kann sein, du hast Gott getan, du Gott erknecht. Amen. Für seine Ehe zum Arm verherrlichen. Wer wir abstehen, wer wir taub beten. Gott, ich danke dir für wer du bist. Ich danke dir, dass du uns deine Wahrheit gibst. Und ich danke dir, dass du uns lehren das, wo du denken das. Dass du uns sagen das, die Dinge, die dir wichtig sind. Und dass wir dann durch den Heiligen Geist seine Kraft können, die Dinge auch uns wichtig merken und ausleben. Wenn wir wollen einen Unterschied merken für dich, Jesus. Wir wollen haben, dass du deine Zeug bauen darfst, dass du dein Königreich bauen darfst. Und wir sind hier heute, dass du uns brücken kannst, dass du weißt, Jesus. Dankeschön, Heiliger Geist, dass du zu uns reden darfst. Heiliger Geist, ich bete, dass du wirst diesen Wort, dein Wort brücken, um in unsere Horten Verändernis merken, wo das fehlt. Die Dinge ausruhen, wo das fehlt. Reinmerken, wo das fehlt. Heilung bringen, wo das fehlt. Heiliger Geist, dass du deine Arbeit wirst tun. Wenn wir weiten dort, jeder ein von uns ist aufhängig an dir, in dir allein. Ich danke dir für diese Familie, ich danke dir, dass wir taub kommen und Freiheit in die Namen. Aber ich bete, dass die Freiheit, die wir haben, uns nicht wird Tod merken, jästlich. Aber dass wir würden verweich gehen in den Unterschied merken für dich, Jesus. Und ich bete, dass du uns wirst taub bringen in deine Leben und in deine Einigkeit. Ich bete in deinem Namen, Jesus. Amen. Wir werden ein Lied singen, binden uns zusammen. Wir werden in Einigkeit verweich tun. Amen. So werden wir alle taub singen, binden uns zusammen. Bind uns zusammen, Herr, bind uns zusammen mit Banden, die nicht zerreißen. Bind uns zusammen, Herr, bind uns zusammen und Liebe sei dieses Band. Dat hij ons wat helpen. Amen. Amen. Hey, wir wollen für irgend von Ihnen, wo wir Gebet gleichen, blieb träg. Wir wollen uns in Einigkeit stehen mit die Taub. So wir irgendeine Sache beten, was immer die wichtig ist. Gott segne uns diese Werk, hatten gesehen, der Werk und sei wir uns nächste Sünde. Dankeschön.